Leute, grüßt euch, servus. Im heutigen Video nehme ich euch mit auf eine Reise in die kindliche Fantasie. Und nachdem mich ja die KI schon lang fasziniert, habe ich überlegt, was passiert eigentlich, wenn man ein Kind damit konfrontiert. Und nachdem wir da ja genügend zur Auswahl haben, habe ich an Jonas davor hingehockt. Jonas ist 9 Jahre alt. Unsere Kinder, muss ich dazu sagen, sind jetzt nicht medienverseucht, die haben kein Handy. Es gibt am Wochenende ein bisschen Zocken, es gibt Fernsehzeiten. Also unsere Kinder sind da mit Medien relativ verantwortungsvoll erzogen worden. Und der Jonas ist noch nie am Computer gehockt, am Rechner, hat er irgendwas selbstständig gemacht. Hat er nie gearbeitet damit. Englisch kann er auch nicht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, was passiert eigentlich, wenn man ein Kind ganz unbedarft an einen Computer hinhockt, ihm die KI erklärt und was kommt da hinten raus. Und auf die Reise würde ich euch gern mitnehmen, weil mich das einfach fasziniert, wie die KI so kinderleicht zu bedienen ist und die Fantasie der Kinder total anregt. Ja, in diesem Sinne können wir uns mal anschauen. Double-digit thousands. Markus, Ja, kennst du irgendein Dinosaurier, was kein Fleischfresser ist? Stegosaurus, Stegosaurus? Brontosaurus, die großen Langhals. Ja, Brontosaurus reicht mir schon. Okay, Danke. bitte. Also nochmal kurz zur Erklärung. Jonas hat, wie gesagt, noch nie am Computer gesessen und hat da irgendwie was Großartiges gemacht. Ich habe ihm das erklärt, wie der Cursor funktioniert, wo er da hindrücken muss, wenn es blinkt, wo er das eintippen kann. Habe ihm die Wörter kurz erklärt, was es auf Deutsch heißt. Habe ihm erklärt, wie man Buchstaben löscht und wie man schreibt. War recht lustig zum Zusehen, wie er die Buchstaben sucht. Er ist richtig lese- und schreibfaul, aber das Lustige ist, da kann er auf einmal schreiben. Da hat er richtig Lust drauf gehabt. Und also wenn ihr die Möglichkeit habt und euren Kindern irgendwas Gutes antun wollt, habt es immer vor, die haben einen Heidenspaß dran. Die haben einen Heidenspaß. Also wir haben an dem Abend bestimmt, ja, Daniel und ich sind auf der Couch gehockt und haben an Jonas so 2 Stunden beobachtet, was für tolle Bilder er da kreiert hat. Und ja, momentan ist er ein moderner Dinosaurier, am besten mit Maschinengewehr, Bombe und Explosion. Aber das sind halt Würmer. Das sind halt Jungs. So, wir probieren jetzt aus. Brennende Katze im Garten. Wieso nein? Das kriegst du schön das ein. Auf Hund durch den Garten. Katze reitet auf Hund durch den Garten. Ah, da brauchst du aber Leerstücke, schau mal hier. Ja, die haben Siehst du? Aber die brennende Katze im Garten hätte mich mehr interessiert. Also wir haben uns gerade entschieden, nicht die brennende Katze durch den Garten, sondern was ist eingegeben? Die Katze. reitet auf den Hund durch den Garten. Ja, schaut euch das mal an, was Jonas da gemacht hat. Hier. Jo, wartet. Refresh. Falsch. Gucken, was hier jetzt rauskommt. Katze reitet auf Hund durch den Garten. Das wird immer schlimmer. Der arme Hund, schau mal. Ja. Da oben sind 2 Katzen. Ja. Cool. Refresh. Mach mal, Refresh. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Mhm. Aus unserer Gefühlspack. Das schaut aus wie die Bremer Stadtmusikanten. Kennst du die? Ja. Warte, die gebe ich mal ein. Jetzt kannst du tippen, genau.
Bremer. Die Bremer. Was? Bremer oder Bremer. Bremer? Interessant nicht. Wo ist das? Wo ist der? Ah. Jetzt bin ich gespannt. Dein Name. Nein. Nein. Das bist nicht du. Nee. Unter mich Da bist du, untersteht. da bist du ein bisschen zu hell. Das Du ist bist auch kein Mädchen. so. Ja. Nee. Ja. Voll vorbeigeschossen.